Hoi hoi miteinander, willkommen zu einer neuen Episode. Heute geht es um ein sehr bekanntes schweizerisches Alphirtenfest, das sogenannte Unspunnenfest, das alle 12 Jahre und die Unspunnen schwingend alle 6 Jahre in Interlaken stattfindet. Zu diesem Fest gibt es einen ganz bekannten Stein, den Unspunnenstein, um den sich viele, viele Geschichten ranken. Und um das geht es in der heutigen Episode. Viel Spaß! Das Unspunnenfest und der 83,5 Kilo schwere Stein. Das Unspunnenfest ist ein bekanntes Schweizer Alphirtenfest, das das erste Mal in der Nähe von der Burg Unspunnen bei Interlaken im Berner Oberland durchgeführt worden ist. Es gibt recht viele Alphirtenfeste in der Schweiz, aber das Unspunnenfest nimmt einen besonderen Platz ein und ist wahrscheinlich vielen Leuten ein Begriff. Die Geschichte von dem Fest geht bis ins Jahr 1805 in die sogenannte Mediationszeit zurück. So wird der Abschnitt von der Schweizer Geschichte bezeichnet, wo grosse Teile von Europa unter dem Einfluss von Frankreich gestanden sind. Die Schweiz ist als faktischer Vasallenstaat in diesen Jahren zwar völkerrechtlich unabhängig gesehen, aber natürlich unter dem beherrschenden Einfluss vom mächtigen Nachbarn gestanden. Diese Zeit hat unser Land stark geprägt und vieles erinnert uns heute noch an das historische Kapitel. Aber da nehmen wir dann als nächstes Thema. Man kann vielleicht sagen, dass das Unspunnenfest eben genau durch die damalige geopolitische Lage ins Leben gerufen worden ist. Angeregt haben das Vorhaben 4 aristokratische Bürger aus Bern. Und der Mitinitiant Franz Sigmund Wagner hat die Festidee folgendermaßen umschrieben. Nach den langen Jahren vom Diktat und der Demütigung durch die Franzosen soll dem Schweizer Volk wieder mal eine Gelegenheit für echte Festfreude geboten werden. Sollen das schweizerische Kampfspiel und Lieder, das Selbstgefühl und das Nationalbewusstsein stechen. Das erste Unspunnenfest hat dann am 17. August 1805 in Interlaken vor dem wunderbaren Alpenpanorama von Eigenmönch und Jungfrau stattgefunden. Es hat sich stark an die traditionellen Alphirtenfeste angelehnt. Bei denen haben sich immer einmal pro Jahr im Rahmen von einem mitsommerlichen Fest die Fechtbesitzer getroffen, um den Stand der Dinge auf der Alp zu prüfen. Das Unspunnenfest hat aber die bis anhin ausschließlich traditionelle und lokale Rolle ein bisschen verschoben. Und es sind dann auch die Obrigkeit mit adligen Freunden aus ganz Europa als Fest geströmt. Somit hat man die ländliche Bevölkerung und, heute würde man sagen, Touristen, beim Fest vereint gehabt. Man hat damals Unruhe befürchtet und sogar entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Aber glücklicherweise sind das eintägige Fest und die Wettstreite friedlich und zufriedenstellend verlaufen. Eigentlich hätte man dann das Unspunnenfest jedes Jahr wiederholen. Zudem ist es dann aber nicht gekommen. Und erst 1808 hat dann ein zweites Unspunnenfest stattgefunden. Es sind rund 5000 Besucher und Besucherinnen gekommen, was einen erneuten touristischen Schub in die Region ausgelöst hat. Aufgrund vom schlechten Verhältnis von Stadt und Land und der wirtschaftlich sowie politischen angespannten Situation im Oberland hat es dann aber eine grosse Pause gegeben. Es hat fast 100 Jahre gedauert, bis man im Jahr 1905 das Projekt Unspunnenfest wieder in die Hand genommen und wieder durchgeführt hat. Weil es aber weiterhin sehr unregelmäßig stattgefunden hat, hat man dann schlussendlich im Jahr 2000 entschieden, das grosse Fest alle 12 Jahre und die Unspunnen schwingend alle 6 Jahre abzuhalten. Am Fest mit eidgenössischem Charakter wirken ganz viele verschiedene Gruppen mit, wie zum Beispiel Schützenverein, Turnverein, Gesang- und Jodelgruppen und so weiter. Es gibt viele sportliche Wettkämpfe mit dem natürlich sehr populären Schwingen und dem Steinstossen. Und da führt uns zum berüchtigten Unspunnenstein, denn der hat eine ziemlich bewegte Geschichte hinter sich.
Steinstossen ist schon immer eine der Disziplinen an einem so einem Alphüttenfest gesehen. Am allerersten Fest 1805 ist ein Stein gestossen worden, wo 184 Pfund oder 83,5 Kilogramm gewogen hat. Da ist der original unspunne Stein gewesen. Leider muss mit ihm nach dem Fest etwas passiert sein und er ist bis heute noch mal auffindbar. Beim zweiten Fest 1808 hat man dann einen neuen Stein mit 167 Pfund gebraucht. Der sei nachher von einer Familie aufbewahrt und weiter vererbt worden. Am 18. April 1905 hat die Familie den Stein im Turnverein Interlaken übergeben. Es hat sich dabei um den genau gleichen Stein aus dem Jahr 1808 gehandelt. Seit dem Tag ist der Turnverein Eigentümer vom Unspunnenstein. Der Originalstein ist 1981 das letzte Mal am Fest gestossen worden. Am 3. Juni 1984 ist er dann von jurassischen Separatisten während dem Jurakonflikt gestohlen worden. Der Stein ist dann im Jahr 2001 wieder zurückgegeben worden. Es ist aber nicht lange gegangen und 2005 ist der Stein 2 Wochen vor dem Unspunnenfest erneut entwendet worden. Die Separatisten haben in dieser Zeit verschiedene Embleme und Wappen in den Stein gemeißelt, wodurch er um 2 Kilo leichter geworden ist. Schon nach dem ersten Diebstahl hat man nach einem Ersatz gesucht und ist im Grimselgebiet fündig geworden. Der ausgewählte Stein ist daraufhin bearbeitet worden und besitzt wieder das Originalgewicht von 83,5 Kilogramm, also gleich wie der allererste Stein. Das Replikat kommt seither an allen Unspunnenfesten zum Einsatz und ist die restliche Zeit in der Schalterhalle der UBS Interlaken ausgestellt. Der Stein wird von den Athleten bis zu über 3,5 Meter weit geworfen. Der bisherige Schweizer Rekord hat der Markus Mehr aus Plafeyen im Jahr 2004 aufgestellt. Er hat den 83,5 Kilo schweren Stein 4 Meter und 11 Zentimeter weit gestossen. Auch beim letzten Unspunnenfest 2017 hat sein Rekord nicht gebrochen werden. Es bleibt also weiterhin spannend und gemäss Kalender ist die nächste Unspunne schwingend für das Jahr 2023 geplant. Und das nächste grosse Unspunnenfest ist voraussichtlich im Jahr 2029. Sind wir gespannt, wie diese aufregende Geschichte ums Unspunnenfest und der so populäre Stein weitergeht. Ja, und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, ans Unspunnen-Schwingen zu gehen, dann könnt ihr das wahrscheinlich dieses Jahr tun. Und wenn euch die Geschichte gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.